Ich bin hier im Keller des offenen Hauses Oberwart. Das ist ein alternatives Kunstzentrum im Südosten von Österreich im Burgenland. Und ich lese euch 3 Gedichte vor. Katarina Tivald. Posljednja Marinina pisma. Poema za Cvetajevu. Odlomak. Eine meiner absoluten Lieblingsdichterinnen ist Marina Tsvetajeva, die russische, wenn man will, sowjetische Lyrikerin, die wirklich alles erlebt hat, was man in einem russischen Leben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erleben hat können oder müssen. Ihr Leben hat 1941 im Selbstmord geendet. Und mein Poem, das auch als Theaterstück aufgeführt worden ist, Marinas letzte Briefe, zeigt Marina Tsvetajeva in ihrer letzten Nacht. Možda me negde slušaju. Možda moj glas. I uvek ono što kažem. Ma šta kažeš? Možda me slušaju. Oslušnu me. Možda me zapišu. Možda me otpišu. I preslušaju do kraja. Ništa od ovih reči, bujice, uređene bujice mi ne pripada. Onoj koja je prestala da bude. Onoj koja je bila uho. Biću uši. Svetu. Svima vama. Vama budućnosti. Vama koji dražite, koji živite. U vašem sada moje uho. Moje uši sam pozajmila, uzajmila, pomerila u slušnom kanalu. Jer kada odem, ostaće pesme. A šta je uopšte pesma? Presmiono ja, iščezlo i glasovi prišiveni jedan za drugi, pritisnuti, pričvršćeni. Zauzela sam ih, nakačila se na njih, kukice za slova, vrištala, gajila, načekala, navolela. I potpuno sažvakana sazdala. Zaglavljena u srcu olovke čitavog svog života. Moj život. Vielleicht hört man mich irgendwo, vielleicht meine Stimme und immer, was ich sage wie schreibe. Vielleicht hört man mich ab. Vielleicht schreibt man mich auf, vielleicht schreibt man mich ab und hört mich auf. Nichts von diesen Worten, dem Schwall, dem Geordneten, gehört mir, der Aufgehörten, der Ohrgewesenen, Ohrwesen. Ich hab der Welt, euch allen, euch Zukunft, euch prickelnden, Lebenden, in eurem Jetzt mein Ohr, meine Ohren geliehen, geborgt, im Gehörgang bewegt. Denn wenn ich weg bin, dann bleiben die Gedichte. Und was ist ein Gedicht?
dicht ich gegangen und Laut an Laut gestickt, gepresst, gesteckt. Ich habe sie gestürmt, geentert, Buchstabenhaken, gebrüllt, gewartet, ersessen, erliebt und völlig geschafft, erschaffen. Im Stiftschaft gesteckt. Mein Leben lang. Mein Leben. Za Evelyn Lenner, keramičarku. Bezieht sich auf diese Skulptur, die eine Freundin von mir gemacht hat, die Keramikerin Eveline Lehner. Und die besteht aus Keramik und einem verrosteten Teil einer Gartenhacke. Madonna, raširi svoj plašt, čujem. Madonna, ovde ja. Moje telo su grabulje. Ja, škart iz prodavnice baštenske opreme. Ja, ostatak bašte. Uvek sam sledila pucketanje. Prvo trave pre klijanja. Šuškavi početak bilja. Trag svetlosti na nebu. Ovde moj ogrtač. Ovde ja, ubojito zrno koje klija. A svuda moja senka. Moja haljina, tvoja domovina. Madonna, breit den Mantel aus, hör ich. Madonna, hier ich harke als Körper, ich Obi-Markt-Auswurf, ich Gartenrest. Gehorcht habe ich immer aufs Knacken, das Erste des Grases vorm Sprießen, den raschelnden Anfang der Kräuter, ein Wurfstrahl aus Blau, hier mein Überwurf, hier ich Wuchsgeschoss über und über meinen Schatten. Mein Kleid, deine Heimat. Idila u bojama. Saraus. Baskija. Im Jahr 2005 habe ich ein paar Monate im spanischen Baskenland verbracht und ich als Österreicherin aus einem Binnenland stammende Binnenländerin war ganz begeistert vom Meer. Und es gibt dieses eine Meergedicht aus dem Jahr 2005, Idylle in Farben. More žurno ulazi žvaćući. Bele li raznolikosti zuba. Istovremeno, plavi želudac vari u nezdravoj opijenosti. Strvina leži iscrpljena. Mokar pesak nanesen plimom od ranije iz nekadašnjih vremena pred ustima vode. Iskošeni talasići hitaju jedni drugima u susret. Mrmljaju nešto o novostima među dagnjama, o reformama vremena u kretanju rakova, o proletanju galebova. Vazdušnih dopisnika sa stenovitog kopna, otvorenih na dva krila, sa kljunovima, zvučnicima. Honorar dobijaju u ribama. Labave su vode na krajevima mora, dok na obalu dovlače svoje lake nečistoće. Otpad zida okrenut ka plaži. Televizor, ekran, povlači svoje crno-bele niti i šušti. No ipak, dečak u crvenim gaćicama skače i nestaje iza treperavog malog ekrana.
Das Meer kommt eilig kauend herein, die weiße Vielfalt an Zähnen. Zugleich verdaut im rauen Rausch der blaue Magen. Erschöpft liegt das Aas, der nasse Flutsand von früher, vorm Wassermaul. Verquere Wellchen eilen zueinander, murmeln von den Neuigkeiten der Miesmuscheln, von Reformen der Zeit im Krebsgang, vom Vorbeiflug der Möwen, luftiger Korrespondenten vom Festland des Felsens aufgetan in 2 Flügeln mit Lautsprecherschnäbeln. Das Honorar wird in Fischen gestellt. Das lose Gewässer am Ausgang des Meers, wie es aufs Ufer seine leichte Schlacke zieht, der Abfall der Mauer zum Strand, ein Fernsehgerät, ein Bildschirm. Er zieht seine grauweißen Fäden und rauscht, aber trotzdem. Ein Junge in roten Hosen springt und verschwindet zur funkelnden Mattscheibe hin.